Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, nachdem jetzt urplötzlich hier dieser untreue Verdacht aufkam, wandern wir natürlich, ja, natürlich ist hier der Liebeswürger aktiv, wenn hier nur untreue Paare rumschlittern. Ja, auf jeden Fall sind wir unterwegs zum Turm der Wahrheit. Weil Selan auf einmal rumgezickt hat wie der Papst im Puff hier. Von wegen, ja, Maxim, da hat sich ja nur noch 4 Jahre mit Iris unterhalten. Und jetzt haben wir den Salat. Und dürfen zu diesem dämlichen Turm noch gehen, um Maxims Treue zu überprüfen. Mann. Wir können uns natürlich denken, wie das Ganze ausgeht. Natürlich, oh, er steht zu Selan und, oder Selan und er liebt sie über alles und schlag mich tot. Er hatte ein gemeinsames Kind mit ihr, also, ne? Eigentlich ist es unnötig wie die Sau, aber Mama halt. Das müssten jetzt die Basiliske sein, wenn mich das alles täuscht, ne? Ne, Grianos. Auf jeden Fall sieht er ganz goldig aus mit seinen Knopfhaare. Machen wir halt nur fertig, der Grianos. Ich glaube, da hat aber Erdbeben oder sowas Mieses parat, ne, als Attacke. Ja, viel hält er auch aus hier, der Grianos. Das ist gemein irgendwie. So. Ganze runde Schläge hält er aus. Und dann braucht er noch einen zusätzlichen Angriff, um platt zu werden. Sirene und Hysteria. Okay. Warte mal. Ja, stimmt, Götterschlag war das jetzt. Wir gehen alle auf die Sirene im Vordergrund los. Das sind nämlich neue Gegner. Die Hysteria kennen wir ja schon. Jetzt stehen sie alle in der vorderen Reihe, wie auf dem präsentiert hätte. Das finde ich gut. Hey. Ich mag Gegner, die mehrfach angreifen können. Wirklich nicht. Und dann auf dieses Tralala. Alles klar. Tralala. Was macht's? Es lost die 2 Eischläufe. Na, großartig. Aber Maxims Schlag dürfte dort ziemlich Ruhe schaffen. Weil die steht wohl nicht so auf heilige Waffe, wie es aussieht. Ja, schlag doch mal auf die drauf, die Schlofen. ATA zum Beispiel mit seiner Hängeohre. Alter. Haben sie mal Gordo verprügelt. Aber das mal muss da nicht mal fliehen. Das hat wirklich richtig Reikauer. Sausack. Schlag doch mal auf die Schlofen, du Mistvieh. Und kaputt ist er. Na gut, ATA hat zwar verpennt, aber Level kriegt dafür. Machen wir mal stark auf Guy. Dann läuft die Geschichte wieder. Sehr schön. Gehen wir natürlich erstmal durch die Wand. Da finden wir hässliche Sache. Okay. Da können wir später wieder durch. Okay. Warte mal. Geht es... Okay, das geht von niedrig hoch. Alles klar. Ja gut, das war Quatsch. Ups. Noch einmal. So. Das ist so. Okay. Und du ist es niedrig, ne? Und so. Okay. Ups, voll in das Vieh reingerannt. Es ist der Vincent und die Aquahydra. Tolle Mischung. Da gucken wir mal, wie die Aquahydra so schlägt und was der Vincent sein soll. Ist auf jeden Fall urhässlich. Ja, die Feuerfaust springt nicht so viel bei der Aquahydra. Amokwüter. Oh nein, das ist so ein Scheißvieh. Na Gott sei Dank, das hat nichts gebracht. Gut, dann machen wir erstmal das hier kaputt. Und dann gehen wir auf der hässliche, kopflose Wucher Vincent. Der könnte genauso gut so eine HP Lovecraft-Kreatur sein. Confusio. Ach ja, genau. Worauf ich mich auch noch freue, wäre wie Sau, ist übrigens, dass auf meiner... Oh, Gott sei Dank, wieder erholt. Auf meiner Facebook-Seite und auf meiner Twitter-Seite habe ich schon mal eine Umfrage gestartet. Und es sieht wohl so aus, als würde es gewinnen. Und zwar würde ich ganz gerne noch Lufia Vistaio, das Resident Evil 1 Remake machen. Und, ui, sehr Farco, alles klar. Und noch
ist jetzt zur Abstimmung, was ich gebraucht habe, beziehungsweise was ich zur Abstimmung gestellt habe, ob ihr als Zuschauer Bock habt auf Monkey Island 1 bis 3. Und bisher sind C-Stimme auf Facebook und S-Stimmen auf Twitter dafür, dass man hier auf meinem Kanal Monkey Island 1 bis 3 bringt. Darauf freue ich mich schon wie Sau. Das war der liebe Ala zu verdanken. Ich habe vorher schon gesehen, dass es eine Special Edition gibt, aber Ala hat zu mir gesagt, ja, schau das da mal an auf Steam und das kannst du auch in Retro-Grafik wieder einstellen. An sich schon mal ultra geil. Und da habe ich dann gesehen, dass es tatsächlich geht. Monkey Island 1 und 2 sind in der alte Pixel-Retro-Grafik von 1990 bzw. 91 zu finden. Und die Soundausgabe kann ich auch ausstellen. Das heißt, dass ich so dann auch das Ganze auch wirklich nur mit Text spiele, dass ich die wieder synchronisiere, so wie es halt früher war. Und ich jetzt auch ganz gerne in dieser Retro-Qualität spiele. Von daher nochmal vielen lieben Dank an die liebe Ala und an euch alle, die auch abgestimmt habt, weil ich persönlich habe einfach nur ultra Bock darauf, Monkey Island 1 und bis 3 zu spielen. Das waren die Spiele schlechthin in meiner Jugend. Das sind die Spiele gewesen, die mich überhaupt erst zum Gaming gebracht haben, vor allem Monkey Island 1. Deswegen, ich freue mich jetzt schon wie Sau drauf. Und das wird dann noch im Resident Evil 1 Remake stattfinden. Nur habe ich Luffy anscheinend von der Länge etwas unerschätzt, muss ich sagen. Weil wir machen ja auch noch viel hinterher. Nicht nur die Hauptstory, die ewig lang ist, sondern wir machen dann noch ja auch noch die Ahnenhöhle und wir machen ja auch noch Kapselmonster aufstufe und Geheimnisse abstaube und so in E2-Episode. Deswegen, das wird schon relativ lang. Das habe ich stark unterschätzt von der Länge her, das Spiel. Und ich freue mich einfach auf die Nachfolgeprojekte. Ich freue mich aufs Resident Evil 1 Remake. Ich freue mich umso mehr auch noch auf Monkey Island 1 bis 3. Ah, Mann, das wird richtig geil. Ach ja. Und doch kann ich auf jeden Fall die Zeit locker, aber wirklich locker überbrücken, bis im Januar dann Days Gone erscheint. Und zusätzlich dann auch das Resident Evil 2 Remake, was dann im Februar 2019 voraussichtlich erscheinen wird. Dann haben wir noch ab Mai, war glaube ich so der erste Termin, wo dann The Last of Us Part 2 rauskommt. Zur Not unterbreche ich alle anderen Projekte, weil The Last of Us Part 2 freue ich mich auf jeden Fall wie Sau drauf. Und das möchte ich auch 300% Spiele mit allem, was dazugehört, mit Facecam und so weiter und so fort. Also da wäre ich wirklich alles geben für das Projekt. Wenn es zu viele Nebenprojekte sein sollten, würde ich sogar wirklich unterbrechen. Hauptsache The Last of Us Part 2 kann wirklich würdig gespielt werden. Aber ich denke, bis dahin haben wir auf jeden Fall auch, könnten wir Stardew Valley auch schon durchhaben. Und es könnte auch gut möglich sein, dass die Nachfolgeprojekte wirklich hinterherhauen. Das heißt, Resident Evil 1 Remake werden wir auf jeden Fall durchhaben. Und es könnte sein, dass wir nur noch in den Monkey Islands drin hängen. Aber auch die möchte ich natürlich mit der entsprechenden Fairness behandeln. Alter Falter. Erscheinen auf Ammo Viecher wie Sau hier. Ja, deswegen. Das könnte hinhauen, weil Monkey Island 1 ist jetzt nicht unbedingt das ewig lange Spiel. Monkey Island 2 ist jetzt auch nicht das ewig lange Spiel. Das könnten so 20 Parts werden, wenn ich 30 Minuten jeweils mache. Könnten das maximal 30 Parts, denke ich, wäre bei 30 Minuten. Und das mal 2, weil das erscheint ja dann wieder auch jeden zweiten Tag nur. Dann könnte es sein, dass wir nur in 2 Monate locker durch sind. Und das ist der längste Fall. Ich schätze eigentlich eher 20 Episoden. Das heißt, da sind wir noch 1,5 Monate eigentlich schon durch mit so einem Monkey Island. Und wenn mein Masterarbeit dann abgelaufen ist, wofür ich leider immer noch nicht der endgültige Termin habe, was ich sehr schade finde. Aber wenn ich auch nächstes Jahr durch bin, dann kann ich ja auch wieder täglich veröffentlichen. So, da. Von daher, da werden wir mal schauen, 2019 wird ein ziemlich geiles Jahr, finde ich, für Let's Plays.
Und die Zeit hier überbrücken wir einfach mit Fett Steel. Ne? Wir überbrücken das mit Monkey Island. Und Stardew Valley ist halt auch wieder so ein ewiges Projekt. Ne? Allein schon bis das Jahr 2 vorbei ist, wenn man bestimmt bei 120 Episoden sei. Und dann rechnet er mal so mit 60 Episoden circa für den Multiplayer Jahr 3. Also da haben wir schon jede Menge zu tun. Da wurde leider noch nicht wirklich kommentiert, wie es aussieht mit Stardew Valley, wie es da weitergehen soll. Deswegen würde ich das auch einfach durchziehen, wenn sich kein Mensch dazu meldet, wie es aussieht bei Stardew Valley, ob Multiplayer erwünscht ist oder nicht. Dann den ich das einfach gnadenlos durchziehe, dass das dritte Jahr halt im Multiplayer stattfindet. Kenner ins Koma gefallen, das ist schon mal gut. Ja, so viel dazu, wie es derzeit auf meinem Kanal aussieht. Das Ganze werde ich auch nochmal bei Stardew Valley ansprechen, ne? Also da habt ihr das dann, wenn ihr beide Projekte gerade guckt, habt das gerade doppelt gemoppelt. Aber so what. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier mit Stil und mit Eleganz die ganze Winterprojekte da raushauen kann. Weil Monkey Island gibt auch einfach ein wunderschönes Winterprojekt und oh Mann, ich freue mich wie Sau drauf. Das waren meine ersten Spiele, die ich gespielt habe, Monkey Island 1 und 2. Naja, jetzt nehmen wir dann nicht DOS-Spiele wie Captain Keen oder Commander Keen, Jill of the Jungle und so weiter und so fort. Diese Duke Nukem, diese ganze DOS-Spiele, die man früher gehabt hat, diese Jump'n'Runs, aber das waren eher so kleine Spiele von zwischendurch. Und Monkey Island war so das erste richtige Spiel, was wir gehabt haben. Ach ja. Und da freue ich mich halt wie Sau, das als Let's Play machen zu können und dann auch noch in dieser Retro-Grafik. Ultra geil. Freut euch schon mal drauf. Also das wird richtig, richtig geil. Und wird wahrscheinlich so über den Winter gehen, was noch toller ist. Weil ich liebe es ja im Winter einfach nur im Warmen zu sitzen und gemütlich zu zocken. Das ist so super. Ach ja, aber Lufia ist wirklich etwas, was ich stark unterschätzt habe. Ich habe gedacht, jo, so noch 40 Episoden sind wir noch durch, aber ne, nix do. Lufia ist in den Retro-Projekten wahrscheinlich das, was am längsten gehen wird. Weil da immer bestimmt noch 20, 30 Episoden vor uns. Also an Lufia hängen wir noch ziemlich stark dran. Bei Resident Evil 1 Remake würde ich sagen, das haben wir eigentlich bestimmt so in 25 bis 30 Episoden durch. Weil da werde ich auf jeden Fall 30 Minuten Episode Minimum machen. Du könnt da definitiv damit rechnen, dass das sehr lange Episoden werden. Gerade weil ich ja auch bei den Rätseln teilweise ziemlich dran hängen werde. Und ich mag das nicht, wenn die Regelspielzeit durch hinter Rätsel hinterher hinke, dann gefüllt wird. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten extra dran hängen. Das können also schon 35 bis 40 Minuten Episode geben bei Resident Evil 1 Remake. Wobei ich eigentlich die 30 Minuten schon ganz gern hätte. Warte mal. So rum. Dann können wir nämlich so dran hängen. Denn so, dann passiert das. So und so. Und wenn wir dann fortgehen, später machen wir es so. So. Okay, schön sieht aus, der Turm der Wahrheit. Und dann haben wir noch so ein riesen Rindvieh. Den mache ich jetzt mal mit Götterschlag fertig. Himmelskraft. Okay. Bomber und Himmelskraft. Das zieht solide ab. Das zieht noch ein bisschen mehr ab, schluckt aber 8 Zornespunkte wie die Sau. Und der Götterschlag ist saumäßig gut. Okay, also die Hands wohl nicht so mit Licht als Element. Gehen wir nochmal drauf. Oh, mir hängt die ganze Zeit so ein Nieser in der Nase, das ist so eklig. Aber ich will jetzt einen Unterbrecher. Und er ist immer nur so im A-Flug und verschwindet dann wieder der Nieser. Gut, nur eine Sirene. Die sieht auch ein bisschen komisch aus ohne Nas, oder? Und weiter drauf. Ein Minnestein. Oh, der macht. Greift deine Lieder, genau. Greift deine Gegner mit einem Lied an. Do, re, mi. Verwirrt alle Gegner. Bringt leider einen Scheißdreck. Okay.
Macht die Stats sogar noch schlechter. Gehen wir erstmal auf den drauf. Ich habe diese Mistgegner hier echt satt mittlerweile. Und wäre dafür, dass man die eigentlich so schnell wie möglich aus dem Spiel rausnehmen hier. Ja, genau deswegen. Ich bin kein Fan davon von Gegnern, die andere konfus machen können. Sehr schön, hat nichts gebraucht. Boah, Alter, 364 bei Gordo, scheiße. Ja, der greift wohl mit Wasserelement an, ne? Ja, ich sag die Aquahydra. Scheißvieh. Und weg ist er. Zischt gut rein, der Kerl, ja. Zischt wie Apfelsaft hier, die Hydra. So, dann machen wir Champion erstmal auf aller. Aber ich glaube, die wäre dann gegen Donner und sowas ziemlich auffällig. Hopp, mach so fertig. Jo. Celan und Artea kriegen noch ein Level. Da ist ein Zyklop dabei. Geil. Boah, das sind die Scheißviecher, ne? Die auch dreimal angreifen können. Ich probiere jetzt einfach mal Abaddon bei dem aus. An sich dasselbe, ne? Nur, dass es ein bisschen mehr zwitschert. Und ein bisschen explodiert. Ja gut, es zieht nicht so viel ab hier bei Denner. Oh Mann. Also 3 A-Griffe sind echt schon gemein. Ja, Gordo wird jetzt auch das weiter so nämlich A. So, drauf. Ja, gut. Bitte Gordo, hau nicht ab. Na. Scheißkerl. Vom Wege mit einer Mondfrucht kann man denn entwickeln lassen. So ein Scheißdreck, Alter. Gut. Dann gehen wir noch auf der hässliche Zyklop drauf. Der warum auch immer grün ist. Und zwar mit Ninja. Ich habe einfach mal Bock drauf. Bomber machen wir mal. Und schauen wir mal, was die aushalten hier, die Kameraden. Ja, scheinen wohl gegen Licht. Ach. Das war geil. Okay, Ninja hat auch die Chance, Instant Kill zu machen. Finde ich super. Ja, gute Bomber ist jetzt natürlich unnötig. Dann nichts mit drauf. Ja. Nicht schlecht. Dann sollten wir sowas hier machen. Dann haben wir noch die Bombe. Huch. Ah, okay. Geht einfach so, na gut. Die Kotzeviecher wieder. Gehen wir einfach mal so drauf. Oh Mann, ich hasse das. Vor allem, weil diese Scheißviecher wieder Zeit ohne Ende schlucken. Weil die halt 3-mal direkt angreifen. Das ist schon ziemlich ranzig. Boah. Manometer. Ja gut, Gordo bleibt wenigstens. Und zum Schluss machen wir noch mit Artea hier einen Champion auf aller. Weil wir müssen uns definitiv hochheilen. Ja, Artea kann es doch am besten abwehren, aber Gordo, der wird jetzt die Fliege wieder machen. Ja, Gott sei Dank, das Vieh noch gekillt, bevor Gordo sich wieder abzischt. Nein, nein! Okay, warte mal. Himmelskraft zieht ja bestimmt wieder gut ab. Ja, solider. Also ich finde, es ist schon hin und wieder mal drin, dass man hier eine Zornesattacke einmal machen kann. Ja. Auf Maxim könnten sie mal losgehen vor der Götterschlag wieder, weil der ist echt gut. Gerade bei den Viecher zieht es relativ viel ab. Ja, Gordos normale Attacke sind jetzt nicht gerade so das Berauschende. Und weiter geht's. Warte mal, ich nehme wieder meinen Hammer.
Einfach nur, weil es geil ist, die auf die Art zu zertrümmern. Ein Weiheschwert, yeah. Weiheschwert. Was macht das Ding? Ein Schwert mit spezieller göttlicher Kraft und Götterschlag. Nächste Maxim. Ja, für sie ist das schon was. Ja gut, dann machen wir das doch so, weil Mut und magische Abwehr wird doch schon gesteigert. Dann kill ich jetzt noch diese Mistviecher. Und dann ist die Episode eigentlich auch wieder vorbei für heute. Ja, Mann, diese scheiß Dreier-Angriffe. Heidewitzka. Okay, da müssen wir wieder heilen in der nächsten Runde. Führt kein Weg dran vorbei. Ja, das zieht gut ab, aber mit Gordo könnte man Spezialattacke gebrauchen. So, dann wieder drauf und Wetter. Und du machst nochmal der Heilerino für alle. Und... Gut, auf Artea. Ja, hau ruhig drauf. Sie kann's vertragen. Gordo nicht so sehr. Hoffen wir nochmal, dass es jetzt nochmal einen Finisher gibt. Jawohl. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns immer mal hier wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis immer mal hier wieder. Iron Yankee.